An e weitere Bereich, den am gleicht Ungleichgewicht ass, dat ass Gesundheit. An Nohaltegkeet geht iwwer nëmme mat enger guter Gesundheit. A genau das Gesundheit misst eng Hauptpriorität vun der nationaler Politik sinn. CSV steht für eine Gesundheitspolitik mit Patient am Mittelpunkt, weil die geht. Laut der Premier gestern, zumindest an dem schriftlichen Teil, sind 2 Seiten, wo indirekt die Regierung über die OECD gelöst hat. Ich will just sagen, wir freuen uns auch über die Debatte heute so an der Chambre. Du hast den Claude Wieseler schon bereit, für mit über den Rapport zu diskutieren. Aber vor allem bringt das die Leute überhaupt gar nicht. Nur 30 Jahre sozialistisch-staatlich dirigierte Gesundheitspolitik sind wir hier an einer Sackgasse. Gesundheitsversorgung sind wir mit dem Reck wieder der Mauer. Ich fand das wirklich nicht viel zu lernen. Geht mal bei ihnen zu Leuten gucken. Die Leute mussten nämlich ewig lang werden, ehe sie Rendezvous kriegen beim Spezialist. Die Urgenzen funktionieren nicht. Wir hatten am Norden das Problem, dass die Maternität zugemäht ist. Lo haben Kardiologen dort demissioniert, mit allen Konsequenzen, die das für eine Klinik haben. Durch die langen Wartezeiten funktionieren noch Präventionsprogramme nicht. Ein Rendezvous für eine Darmspiegelung, schon auf 2 Plätzen angerufen. Bei der einen dauert es 6 Monate für ein Rendezvous beim Doktor, da muss ich nachgucken für eine Darmspiegelung, bei dem anderen dauert es direkt 8 Monate. Fand das normal? An einem relativ reichen Land, wo man so eine Prävention als wichtig. Das ist nicht normal. An der Mammographie sieht es ähnlich aus. Da mussten wir etwas erhöhen. Wir haben zu Lützeburg, die auch teilweise ganz gut Spezialisten, aber wie gesagt, es müssen aber bis die Spezialisten kommen. Zum Beispiel am Herzzentrum, da haben wir wirklich gut Spezialisten. Das Ding, das aber nicht, wenn die Leute keinen einfachen Achse dahin haben. Der Sektor Hospitalier, das kann in der Kurzfassung so, der klappt schlecht. Und ich mache das und ich gucke sehr 6 Punkte, 7 Punkte fest. Erstens, durch den staatlich verordneten Dirigismus haben wir wirklich wichtige Entwicklungen an der Medizin verschlafen. Wir hängen weit hinten dran mit der Medizin ambulatoire. Sie steht zwar am Koalitionsprogramm, aber es geht eben nicht viel. Als CSV stimmen wir für einen konsequenten Ausbau von der Medizin ambulatoire. Dasselbe gilt für Telemedizin. Da sind wir irgendwo am Nowhere. Telemedizin können aber auf vielen anderen Plätzen entlasten. Ein dritter Punkt, die Hospitalisation à domicile. Die Nordstadtklinik hat ein wirklich formidables Projekt laufen, wo sie die Onkologie daheim machen. Aber es gibt keine gesetzliche Basis. Das heißt, es weiß nie, ob das Projekt verlängert wird oder nicht verlängert wird. Für was wird nicht endlich etwas gemäht? Auch bei den IRM fehlt es noch immer unter gesetzlicher Basis. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, hat das Gesundheitsministerium recht reagiert, weil, ich meine, ich kann also so und kann schon am Pützlo. Und den Text, den du um Instanzen wärst, den hält an Eisen an Stoß. Nicht, weil die Regierung, gebe ich meinen, ganz bewusst, will all Privatinitiativ ausbremsen. Für uns als CSV ist es klar, IRM und so weiter müssen auch an der Privatpraxis möglich sein. Ohne dass die Praxis muss als Antenne von einem Spital funktionieren. Und noch heute brauchen wir eine Anpassung von der Nomenklatur, weil wir sind gegen eine 2-Klassen-Medizin. Der 5. Punkt, das ist die E-Santé. Das ist am Anfang eine Katastrophe. Wir müssen sich bankrott oder Faillit erklären. Denn das Dossier partagé funktioniert nicht. An der Klinik klappt es nicht, weil alle Kliniken sind Zopfkarte. Ich kann euch ein Beispiel sagen. Es gibt an einer Klinik in IRM gemäht. Da müssen die Resultate an die andere Klinik, ich weiß nicht, was wir geschickt gehen, die sind aber dann nicht da. Was ich müsste machen? Am digitalen Zeitalter. Ich müsste den Auto holen, mit dem Auto von der einen Klinik an die andere Klinik führen, für da eine CD zu kriegen, für da mit dem Auto an die andere Klinik zu führen. Das kann doch an dem digitalen Zeitalter nicht sein. Für was kommen wir da nicht viel? Digitalisation soll eine Priorität sein. Wir davon erkennen den Hai nicht viel. Heißt in 10 Jahren an x Millionen Suen auf Kosten vom Steuerzahler an den Sand gesetzt gehen. Als CSV sind wir auch für ein Überschaffen vom Plan Hospitalier. Da geht es nicht durch. Wir brauchen, der Jean-Marie Halsdorf hat das schon mit DAX gesagt, wir brauchen einen richtigen Plan Santé. Und ich kenne eine kurze Petition von der Onkologie bei den Kanaren. Und da sage ich, es kann ja nicht sein, dass die Mehrheit zu Lützeburg,
weil war ein von den reichsten Ländern ist. Das mehr hier am Land just Bett tun für Kanner mit Krebs zu isolieren. Da müssen sie an Ausland kommen. Das ist nicht, dass die Mehrheit nicht hier für Pferde springen. Das tun die Onkologen ganz klar gesagt. Es kann nicht sein, dass man just 2 Betten haben, für ein Chemio hier zu machen. An einem reichen Lützeburg. Dann ist etwas schief gelaufen an dem Plan hospitalier. Und das läuft noch einmal schief. Und dann, wenn ich mal dafür höre, kann es auch nicht sein, weil Menschen so haben nicht genug Doktoren. Wir in diesem Fall haben wir Doktoren. Es sind 2 Kanner-Onkologen da. Es kann aber nicht sein, dass den zweiten Kanner-Onkolog über eine Fondation bezahlt wird. Das ist nicht zu akzeptieren. Das ganze Gesundheitssystem ist definitiv zum Teil eine Fehlplanung riskiert, wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen, was einfach extrem Konsequenzen hat für die Patienten. Und 7. Wir haben die Entwicklung an der Medizin auch verschlafen, weil CNS so schwerfällig ist. Ich habe meinen Fletsch Mundwoch von der mentalen Gesundheit und durch Psychotherapie ja definitiv das Beste, das ich schlecht fand. Mit dem Beispiel, wie es nicht darf laufen. Aber wenn ich weiß, dass das System nicht funktioniert, mir Hacker Stiefel, dann passt nicht das System an. Moderne Akten, die können nicht gemäht gehen, weil CNS Jahre braucht, für Rekord auf eine moderne Akte zu setzen. Das kann nicht sein, also, wenn ich schläft, adaptiert das System, für das immer 4 kommen. Als CSV stehen wir für eine moderne, fortschrittliche Medizin mit multidisziplinärem Ansatz. Mein Patient am Mittelpunkt. Wir sind aber gegen eine rein zentral gesteuerte Medizin salarié, die all Privatinitiativ ausbremst und damit die Attraktivität vom Beruf zu Lützeburg verschlechtert. Und dann der letzte Punkt noch zur Gesundheit. Die Attraktivität von den Berufen am Kranken- und Pflegesektor am Allgemeinen, und da komme ich bei der Ausbildung. Wir brauchen gut ausgebildetes Personal an den Kliniken, an der Pflege, auf jeden Fall brauchen wir mehr Personal. Und da geht es nicht, wenn in eine Reform möchte, ohne die Leute, die in einem Sektor arbeiten. Das ist wahrscheinlich der Gesundheitstisch. Ich kann nicht so, die Leute so nice, man geht zwar auf den Gesundheitstisch, man kann dann vielleicht etwas sagen, aber es wird sowieso nicht dabei gelauscht. Sie haben das Gefühl, wie wenn die Konsequenzen schon fest wären. Das hat man übrigens an einer Petition ja auch gemerkt. Wir brauchen eine Reform von den Ausbildungen an engem Guss und nicht einfach ein Bachelor an den Druck sitzen, den gestern so heiß gelöst gehen ist. Wir brauchen auch zum Beispiel beim DRP auf dem Niveau Reformen. Und auch da nicht einfach in DRP neben dran sitzen. Lo mal an der Education, in DRP-Educateur, das ist mal die größten Ausbildung, die wir haben, mit der Konsequenz, dass wir bald keine Schüler mehr haben, die E2 Jahre lehren wollen. Wir brauchen über E2 Jahre am Gesundheitsbereich. Also, wenn ich probiert, wenn Decisionen geholt gehen, das ganz zu gucken.